Moin, mein Name ist Thierry Hirsch und ich lese nicht aus meinem Roman «Der Fuß an der Rote Leif» 4. Kapitel 2. Lisa hat dann nicht abgerappt. Du war etwas. Es hat den Kopf gedreht. Komisch, es war doch gar nach Deister. Aber wo sind die weißen Zelte? Platz war eitel. Die Sonne hat geschenkt. Hat heute nicht auf das Monument von Michel Rodange geguckt. Tatsächlich, du hat sich etwas bewegt. Der Fuß, den über dem Monument sitzt, ist von seinem Sockel raufgesprungen. Er hat sich ein Kehr gestreckt, den Kopf rundherum gedreht, wie wenn er einen Knick steif hat, und hat groß gegapst. Er hat nur Hand auf sein Monument geguckt. Sacré bleu! Wo könnt die alle Brickto hier? Die ruiniert mir mein Entree. Mein Schävü ob Nationalbibliothek und ob Kathedral. Ich kennt. Das war bestimmt die Idee vom Bürgermeister, den mengt, etwas von Architektur zu verstehen. Die Brick passt doch gar nicht dahin. Verblanner verreckter Feiern. Ich sollte mich beschweren. Ja, beschweren. Für den zweiten Mann am Staat so etwas riecht für und denkst von ihm zu setzen. Was ein Frechheit. Der Fuß war mehr groß wie ein normaler Fuß. Ich da wie ein Schäferhund. Er hat ferm den Kopf gerüsselt, also sich umgedreht. Drei Stunden haben hier Blicker sich gekreizt. Die zwei haben sich einen Moment lang angeguckt. Dann hat der Reinhard gelangweilt nur längs geguckt und aus der Balle Feieren in Richtung Gemeng getrippelt. Oben aus dem Passage von der Place d'Armes kommen Dachs auf der Reinhard zugelaufen. Mon Onkel Reinhard, fahrt! Der Reinhard hat sich zu ihm umgedreht. Grimpert, mein treue Freund! Mon Onkel Reinhard, ich... Lasst mal den Mann angewasch, der zieht doch haut kein mehr. Du gesieht wie lang wir eis nicht mehr gesehen haben. So gouf geschwart, wie wir eis für die Last begehnt sind, mir doch nicht mehr haut es dachs. Der Reinhard hat den Kopf gerüsselt. Mann, ich mengen, Reinhard, ich komme, für euch zu warnen. Die sieht ob ein Neiz ugeklot beim Kinnig. Den Dachs war außer Atem vom Laufen und hat Zunge raushängen. Lofthöhle grimpert, Dave Lofthöhlen. Den Dachs für die paar Sekunden verschnauft, ihre weitergefuhrt. Ugeklot, nicht von 2 oder 3 von ihren Feinden, wie die Laste kehren. Me von hinne ball all. Stell dich freiwillig den Prozess. Dann hun ich als Ehrenaffe kodet mir einfach für ich zu verteidigen. Weiß, dass die gute Willen am Neisch zu verstoppen hat. Das Keier, mengen ich. Grimpert, Narrenkeier, Dave Lofthöhlen. Kein Zupke so warm giers, wie sie gekacht geht. Wenn ich mich direkt stellen, sind die Herrschaften nach alle furchtbar abbricht. An ein paar Wochen wird das sich alles gelöscht. Mach dich kein Sorgen. Reinhard, lauscht dat. Nee, ja nur soll ich ihren Beistoff lehren. Und die hat ja gesehen, dass das nicht viel bringt. Ich muss für dich de Willen hun, für mich zu ändern. Mei, für was soll ich denn hun? Hätte ich mich nur meinen meisten Prozess geändert, da wäre schaut nicht zweite Mann am Staat, nom Kinnig selber. Nee, vergiss das. Kommt nicht am Tut. Die letzten 2 Kehren krud ich mich mit Schlauheit und rhetorischem Talent aus der Affäre gezogen und hun ihnen alle gute Sandern dargestreht. Dem Kinnig am meisten. Wie wat soll mir doch das Kehr klappen? Reinhard, ich mache mir wirklich Sorgen. Ich habe Feinde noch nie so rose gesehen. Die hat den Bau des Kehr wirklich überspannt. Ich hatte die letzte Kehr gewarnt, dass wir nicht dann von der Geschichte. Mit die wollten nicht lauschen und hat weiter Hänger an einer Deere gehabt. Rechnet damit, dass die Gesicht geht. Wie wenn sie ich kriegen und nicht rum zum Prozess könnt. Fährt nicht, ich werde dich auch das Kehr zur Seite stehen. Grimpert. 3 wie immer. Lädt Kabarett, so schnell kriege sie mich nicht. Aber ich habe nicht gewarnt. Ich muss dich leider losen.
Ming Madame werd an der Großgas mat nach Kafstuten. Madet gut, a gi duch op Biersch. Mat dëse wieder ass en Dachsnees zréck an die Richtung gelaf, als der hier kommen war. Der Renat huet rëm an dem Lisa seg Richtung geguckt, an et gene gemustert. No puer Sekunden ass hier weiter Richtung Gemeng gangen. Ob emol ass hier stoe bliwen. Die zwo gewalte Schlewestatue virun der Gemeng hunn och ugefange sech ze strecken, an hunn dun de Blick op de Renat geriecht. Vater? Der Renat huet se schëtteg gedreht an ass Traberuf an Dënnechgas geschoss. Die zwe deichter gering Leiwen si vun hire Socklen Rof gesprungen, an dem Renat Traberuf no gedonnert. Dat muss ich gesinn. Lisa is opgesprungen, huet schnell seg Schëllertasch ergraff an ass deen 3 no gelaf. Iwer de Parvis vun der Kathedral, Hannelandsche Staatsminister, iwwer d Clairefontainesplatz, Landchamber. Hanner dem Palais hunn die 2 leivende Renat krit. Ha! Lo christ du de Pals iwwer d'Oure gezunn? Huet eng Stimm geruf. Lisa huet viersichtig tëschen de Seile vis-à-vis vun der hënnechtter Entre vun der Chamber riwer geguckt. Un enger Fassat hungen allne Glatzkap mat grossen Ohren an enger hogeförmescher Nues. D'Leiwen hunn de Renats zur hënnechtter Entre vum Palais geschläft. A wat mir dann hei? So de Glatzkap an huet sech dem Lisa zougedrehen. Wat bist du dann? Lisa ist vor Schreck no Hanne gefall, an ass huetech zréck op de Knödler bei dem Renat sei Monument gelaf. E bësschen mi spéit as e Schwarm Spatze vum Palais an alle Himmelsrichtungen ausgeflünn. Komm dabei, huet Lisa vun hinnen heiere rufen. De Renat das gepëtzt gin, de Renat das gepëtzt gin. Gleich kritien de Prozess am Palais gemach. Kommt alle Guten dabei. Aus alle Richtungen hunn déiere sech a Bewegung gesat fir an de Palais ze goen. Dat schenkt die größere Spektakel zu gehen. Lisa huet sech hinnen ugeschloss. Sie sind durch Stadtpart vom Palais hergegangen, du no längs e puer Trepplecken erop. Sie kommen an e grosse Raum, an dem reets eng Bret Trapp an eng reich verzierte gëllne Gelänner op e Palier opgefauert huet. Du huet Trapp sech an 2 gesplickt an huet no längs a reets op den eiche Stack vum Palais opgefauert. Et gouf gedréngter Gestos. All déier wollt sech eng Platz ergatteren fir gut op de Renat an op de Kinig ze gesinn. Lisa huet sech mat fir beigemach an ass nach grad Trappe mat eropkom ihr die irwech 2 Trappen zougemach gesinn. Op der Reetzer Trapp hunn dem Renat seg Frënnplatz geholl. De Grimpert, seiner Verkot, de Marder, den Otter, den Af a seg Fra. Op der lenker Trapp souzen déi, die de Renat ugeklot hunn. Segen all Feinden, wéi de Grimpert sot. En Hund, en Hunn, e Widder, en Hues, eng Kanengchen, e Kurb, en Jesel, eng Maus, e Wisel, eng Gees, eng Int, eng Kréi, e Kaweechelchen an e Rei. Genee wéi de Renat waren och die aner déiere méi gros, wéi Lisa dat gewinnt war. Lisa stung Urwen an der Mëtt tëschen den 2 Trappen beim gëllene Gelänner. Nieft him sozen en Deckenhues, e Kurb, e Bussar an eng ganz Rei aner Déieren, alle guer dicht un nee gedreckt. Soviel waren et da. Ganz Gelänner soz voll mat Fulle vun allen Zochten. Och ganz ënnen Fous vun der Trapp huet nach eng helle Wull Déieren heere schwätzen. Alles war voll. Ob emol gouf ënne filmi hart diskutiert. Vereinzelt gouf geschaut. Du hast de Renat vun denen 2 deichtergeringe Leiwen die Eichtrappe opgefauert gin. Hien huet misisten Palier stoe bleiwen. D'Leiwen hu se schriets a längs Hannertier stalt. De Fluchtweh war aufgeschnitten. Trompette sinn erklongen. Eng hart Stimm huet vum anderen Ende vum eiche Stack geruf. Erhief Dich fir de Kinig. Alle guten Déiere waren rouech a sinn opgestanen. Op der anderen Seite vom eiche Stack as eng Dier opgang. Raus kom de Kinig. E riesesche Leif mat gewaltiger Män, dürblem Schwanz, grosse Patten, an engem Pelz dunkelrot wie Minetzburdem. Hanner kom Kinigin, eng Leivin mat goldgielem Pelz.
Als Lächt komme Geesebock. Der Rode Leiver seg Fra hunn tschen 2 Pilien op den Tränplatz geholl, die beim Glänner vis-à-vis vum Lisa stungen. E puer Meter iwwer dem Palier, op dem de Rennert stung. De Geesebock huet sech un engem Schreiftisch nief dem Kinnig neier gelos. Sech ronde Brill op Nues gesat, eng Vierder an de Grab geholl, as sie an den Tëntefas gedaucht. Dünn huet hien op de Kinnig geguckt. Brett fir mat ze schreiwen. Sätzen, so der Rode Leif. Altéieren hu gefollecht. Och Lisa huet sich gesat. Weil dann der Eischterei beim Glänner sitz, konnet nach immer der Rennert, seng Verdeger, seng Ukléger a sei Richter gut gesinn. Dem Rode Leif sei Rätst an, huet kurz gezuckt. Dünn huet hien op de Palier ënner Temerhof geguckt. Grof Rennert, so hier mat déiwer stimmen. Dir se du geklot, wenn's Bedruch, Gewalt ermocht. Wenn's Bedruch, Gewalt ermocht, u vielen onschelleschen Deieren. De Rennert seng Feinde sinn an eng Well vun Applaus an Tischeriff ausgebracht. Rau am Saal, so der Rode Leif. Zweimal schon hut ihr an der Vergangenheit fir mir misse verantworten. Zweimal schon hut ihr eis alle Gurten Sand am Tag gestreht an ihr rausgeriert. Dat passiert net nach enkeier. All deren am Raum, also dem Rennerzingener Stützer, sind an euphorischen Applaus ausgebracht. Richtig so, huet Kaweschelsche vun der linker Trabe aus Geruf an eng Faust gemacht. Hängt den op, huet wieder du Nift gebrüllt. Schloten dot, huet de Köp geschaut. Der Rode Leif huet segen Bretpatten an d'Lucht gehall. Et warem rouisch. Gnädigste Kinnig, so der Rennert. Wann ich mich erklären dirft? Nee, so der Rode Leif. Das kann ja nüt. Rum huet der Raum von Applaus gezittert. Mein Kinnig, so der Robsinde grimpert. Dir musst engem ugekloten Daralabe sich zu verde. Mar dir mir hei 4 Schriften, Maitre grimpert, huet der Rode Leif gebrüllt. Der Grimpert huet de Kapper gezun, ab es wie nee gegrommelt, als er schneestrick op seg Platz gesat. Rennert, so der Rode Leif, steht op. Den Tod verdenkt dir, Rennert, wennst Mord a Bedruch. Ich verurteilen ihr Scheimert zum Tod Galien. D'Exekution ass, dat das ungerecht, huet Lisa geruf. Hier kannst sich mal net verdedigen. Der ganze Saal huet sich afeier zu him umgedreht. Der Rode Leif ist vor segem Thron abgesprungen und huet seg riesig Patten energisch op Geländer geworfen. Wie bist du, dass du etwas misch de Kinnig heize in Abrieschen, a mir zu soen, wat gerecht oder ungerecht soll sinn? Ich sin irwischte Richter am Entschiedenheit ganz lang, wer lieft, a wer stirft. Dat könnt ihr net machen, so Lisa. Sehr frauisch, so den Decken hues nieft him an huet segen Pullover gezun. Du bist jo verreckt, sitz dich. Dat is aber ungerecht. Och mei Pap, Garden, so der Rode Leif. Holt dat komisch Steier do fest, a bring dir de Rof op de Palier bei de Rennert. Halt lo kleng, sos liefst du net mi lang, so den hues huetisch zum Lisa an huetet a Richtung Trab geschubst. Vun den dunkelgeringe Leiwen war an 3 Sätz uwe beim Lisa an huet Graf die Rätstrabe aufgezerrt. Deiere rondem hun net ausgebot. E puer hu mat der Faust an der Luft gefuchtelt. Anderer hu Beleidigungen geschaut. Ein Hund huet ganz hart geruf, wat bist du da firen Deier? Lisa huet sich zu ihm umgedreht. E Mënsch, dat glest du doch wohl selber net. Deieren hun hart gelacht. Rouisch, so der Rode Leif beneiz. So etwas wie dich hun ich noch nie gesinn. Wie bist du? A wo kannst du hier? Stößt du mam Rennert in der denger Decken? Ich kommen aus. Inne sind Tiere mat engem 4-stellische Klaken opgeflohen. Iwer die Deieren, die Rez-de-Chaussee am Boden sauzen, fir sich de Prozess unzugucken, kom eng gewaltig Gestalt gesprungen. Attack op d'Staat! Schwarzen Adler, Braun, Isegrim, die echt schon am Gringewald. Mat dese wieder as Deier op der Trab zum Palier dod ze Summe gebracht. Voilà,
Soweit der 2 Kapitel. Ich hoffe, natürlich bis Spaß gemacht und ich wünsche dir all Gutes.